Ekjran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to het programma Ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier met mij vandaag Johan Wieler. Dankzij Johan voor met mij hier deze aanleiding aannemen. So, Johan is hier van Bolivien, wo wir nu ook zijn. En een paar stuk van zijn beide hand fertig nu al een Zeichniss gegeven. En du bist de jongste van deze Wielers jongens, niet zo? Ja, ook een dag nog eenmaal. En dankzij Eduard voor de aanleiding. Ik freue me voor deze aanleiding. En ja, ik zie Johan Wieler, dat is Eduard al zeer. En we zijn familie van 9 Stück. En we hebben dus jongens, mijn ouderen. En ja, zoals die al zit, mijn broer had hier metgedeeld. En ja, ik kom van een kolonie van Nova Esperanza. Toen woonden mijn ouderen vorher. Maar ik was een trok wie, waar ik 6 jaar betrok mijn ouderen naar een andere kolonie. Daar heet het Havinaal, zo zie ik dan. Je raadt een paar groot jaar, de schooljongen al dat. De schooljongen en jongjaren ging ik door dan, ja. So, en waar weer die jugendleven? Ik ging tot aan de school. Ik heb veel geleerd aan de school, maar dat weer alles op Judith. Ik zie dankbaar dat ik aan de school merken. Aber mir wird das nicht das Wichtigste, dass ich das verstehen kann. Mir wird viel wichtiger, dass ich gut lesen kann. Und ich kann auch sehr viel lesen, aber irgendwo kann ich das nicht alle verstehen. Ich kann wenig verstehen davon. Bei uns war immer, du hast hier gewesen, weil wir viel lesen können, wie wir gut auf, wie wir gut Schüler. Und das war mein Streben dann wieder. Und so ging ich dann wieder. Irgendwann fuhr ich dann auch die Kirche. Und wieder an die Kirche dann. Hart Tau, aber ik kan niet veel verstaan en ik had het niet groot verlangen doen, dat ik dat waarlijk wel wil verstaan. En ik ging ook weer, ik ging met de jong, dus ik zie de jongste van onze familie en mijn 9 broer, die werden dan al vorher opgegost. En ik wist wat het leven er weer. Wenn ze daar in thuis kreeg, waar mijn ouderen niet thuis waren, en ik dacht ook van zo jong. Ik heb van 11 jaar mij al 14 ons bezoeken. Wow. En wenn ze mijn broer daar hadden, en ik wil ook groot zijn, en ik dacht, ik dat dan even met. En dat heeft me van eerst nog leid, wanneer ik door nadenk, wat ik half van leven gehad, maar dat is best waar ik leef en waar mijn leven weer, wat zoet van wel van mij. Waar ging het dan weer? En irgendwann ging mijn 2 broers dan van een kolonie. Nou, die ging apart. Ik ging een en dan staat ze weer in Prascha. En ik dacht goed zo, wow, wat is met die broer los? Wat denkt hij toch? Ik dacht bis hij ging ganz verloren. Hij ging naar de ganz aanrechte stad, wens ons werd allemaal leerd zoals wie. Dat we als Mennoniten, als Elknier, wie werden die gerechte, wie werden die Christen. Dus we ons, dus ik deed die dag en ik doe nog geen. En mijn broer ging dan mank andere, wo du vielleicht fort die erfahren oder wo immer, andere Schuhen und Kleider. Und ich dachte bis war das so, dass wir ganz verloren. Er ging wirklich nicht so aanrechte stad. Aber hij kwam 4-3 en hij heeft dan veel metgedeeld wat hij erleven deed en wat dan allemaal passiert wie. We zagen dat hij weer een andere mens, vader dat hij ook alle los dan. We zagen dat hij deed niet meer. En dat bracht me veel even nadenken, maar irgendwo dacht ik bloß immer noch so, ik probeer hem bed auf te schuiven, wens hij zal mij niet nog verleiden. Maar mijn verlangen was de karate en ik war nicht richtig, wo er wohnte, so wie fuhren dann nach auf den Tau durch und checken, wo er wohnte. Und auch die Botschaft. Wir bleiben dann mal die Botschaft und dann wieder plötzlich, das war mir sehr interessant. Ich habe dann viel Tau gehört. Und irgendwann läuft dann so in der Bibel, wir reden dann mit den Pastoren durch. Und die werden alle so mutig und leuftulich. Und da braucht mir auch nur denken, was sind das? Wann war das in der Gottlose sein, wo kann ich einmal so scharf wie so mutig sein? Wat moet je dan van de Bijbel vertellen? En dat deed veel van de Bijbel vertellen, ja. En waar was je dan als je die broer bezoeken? 13 jaar. Al ziemlich jong. Ja, en die ouderen wisten dat niet dat je vorher deed? Ik zie einmal predigt gefahren, want ik dacht, die waren niet einmal aan, maar so, wenn ich dann, ist der, was ich dann thuis wieder, habe ich auch betreibel, aber ich kam da lang. Wow. Ja, und so habe ich dann mal gelehrt und irgendwann geben sie mir eine plottische Bibel, wo ich auch, ich weiß wirklich nicht, was das dort von Buch,
was du von einem nieuw leven, wenn es answart je leute wie een nieuw leer. En ik had dan veel bij studiert. Ik leer me dan plötzlich lesen. En het wordt sehr interessant. Deed ze nog mal even is met de Huwdijksche Bibel? Ja, ich habe das mal even und ich kann ja Jüdisch nicht so gut verstehen, aber so wie das ich da rauskriege, wird das immer immer rein, das stimmt. So, und was nimmst du dann für Entscheidungen? Und irgendwann sage ich dort an, Gott will ein anderes Leben von mir, als ich habe. Und ich rede noch mit Menschen, ich sage, ich kann das nicht mehr verstehen. Ich kriege mal andere Predigt von meinem Bruder dann wieder. Und er mit meinem Motto, er spricht mit meinem Motto, bekehr dich, lese die Bibel. Und das war ich dann dort. Und irgendwann sage ich dort, durch die Bibel sage ich dort, dass ich wirklich verloren bin. Ich werde ganz tief im Sinn. Ich kann nicht wieder, sage ich. Wenn ich wieder nach 13, 14 Jahren ich dann wieder. Und ich habe all, ich werde helemaal so fast und los die Baum. Aber ich dachte das einmal war, wenn ich da begossen werde, da ich dort, und wenn ich schaffen da ich dort. Blijf je, zo wie das ik weet, zij dan allemaal waren gaan en trainen. En dus trainen naar koloniën als je in de wereld niet zo in deze jaren. Ja, ik woon nu wonen dat zijn als in de wereld. En wie dan viermal wat ik zie van mijn ouderen verloren. Paar mal voer ik zelfs aan drie. Wie ik voor een paar jaar dan op als in de wereld, dan voer ik weer drie. Aber een paar mal hebben mijn ouderen mij dan ook drie gehoord. Wens ik onjarig weer, ik weer 14, 15, 16 jaar in die tijd. En wenn ich Kinder staunen, dann, wenn sie mit 300, dann fuhr ich mit 3. Kannst du mal ein bisschen von dieser Reise vertellen, wo je was hier in der Welt kommt? Ja, weil die erste Reise, wo ans, das erste du von der Kolonie war, dort wie fortfahren da wird, wir hatten Trouble mit unseren Brüdern, meine ältesten beiden Brüder sind befreit. Und sie haben uns einfach ziemlich teureiden. Mijn een broer, we hadden een muziek, een palanti. Dat we verboden doen. Mijn ouderen waren niet thuis en dan hadden we een dag goed muziek. En dan werden ze dat eigen. En kwamen ze op half. En nu, wir uns in zwei. En dat was uns nicht ganz gut. En doordat fang de stress aan. En zij deden ook plus... Ze bang ons. En mij hadden ze dan niet gebang. Want ik was dan nog ziemlich jong. Ik heb me goed gewonnen. Aber mijn andere broer hadden ze dan gebang. En hingen aan wel naar je fiet. En die dan ganz sehr für Schach, für Kiel. Und ein paar der Leute dann sind mit an, kriegt wir den voll. Wir entscheiden dann, kriegt meine zwei Brüder wieder dann noch bieten. Wir entscheiden dann, wie wollen wir da heranfahren. Da wir dann das erste Mal, wo wir von der Kolonie gefahren, wir fuhren da ab. Und da kann man uns dann holen und dann verlaut wieder das erste Mal, wo wir von der Kolonie verloren deuten. Und dann wie du für 2 Jahre, glaube ich, und dann kamen meine Eltern daheim. Und das war dann aber so hier in Hand, da wir 3 so wenigstens, da wir dann meine Eltern, die wir starten uns wieder aus meinen anderen Brüdern. Und nachher wieder waren wir 3, wenigstens da waren Hand und dann sind wir aber, wie wir noch waren, 8 Monate durch. Und dann waren wir auf die frische Entscheidung. Wir haben seit 2 Jahren so schon jung durch, wir fuhren frisch. Und so da wir Hand 3, und statt Hand 3 haben wir eventuell. Und was ich wirklich mal verloren habe, ich wieder nach 15 Jahren, weil ich dann wirklich mal ganz nochmal mehr abmerken und ich von meinen Eltern fort und ich vielleicht alle Familie und sonst ist meine 3 Brüder wieder dann aus von der Kolonie bieten. Wow. Und wo weit bist du dann mal, wenn je gehen, das weitest du, dass du mal zu viel gegangen bist? Ja, das weitest, was ich sehe, gehen, dass die 24 Kilometer, wo wir sein, da wie die erste Rand von der Kolonie dann wird. Und so, wir haben uns eben die Entscheidung gemerkt, wir wollen da ein Jugendkampament kommen, wir wollen so einladen. Und das schaffen alle nicht. Wir haben uns bereit, ich und meine Brüder bieten. Wir haben uns bereit, wir wollen zu den Jugendkampament da. Aber wir haben uns bereit, wir wollen uns alle das sein. Wir wollen nicht frei. Es wieder können. Und wir reden da am Fahren und die sehen uns das auf, wenn sie gleich noch wenig Geld für uns, wenn wir da wollen. Und uns die anderen da. Und dann sehen sie, wir haben uns das zuerst ein Party gefunden, wo dann so kommen und dann sehen meine Eltern, sie wollen danach abpassen uns, wir wollen nicht gehen. Und dann weiß ich nicht, wo wir wollen. Aber wir entscheiden uns, wir wollen trotzdem. Wir wollen dann bloß nur mehr, wo wir hingehen und wir wollen schaffen. Wir hatten Arbeit. Und dann gehen wir nachher und schaffen. Wir haben ein kleines Schritt geschaffen und dann entscheiden wir uns, wir wollen gehen. Und wir gehen mit keinem Laden hin, wir hatten kein Futter, aber wir gehen. Und ab das Ziel, wir wollen irgendwo ankommen. Und wir gehen an der Ranch, was an der Ranch,
Und dann fuhren wir uns auch ab, wir hatten kein Wutter, da werden heute noch mehr, wir trinken, wo wir wieder können, bis 7 Uhr. Aber da wird ein Ziel, wir wollen zu den Campamenten, dann haben wir bei eben bloß, und wir gehen. So, da haben wir da wieder 3 Mal, wo wir von unseren Eltern verloren sind. Und dann wie wir für den Campamenten, dann fuhren wir noch weiter 3, dann wie wir einen Weg Tüß. Und das darf einmal mehr abreden durch eine Kolonie, wenn wir auf den Tag hast in der Welt, auf den Tag wir waren eine Kolonie, dort gleichen die Männer da nicht. Wir hatten viel Trouble, aber Gott, wir haben uns ein Jahr, haben wir uns so bekehrt, wo wir eine Kolonie nach waren. Und wir hatten dann viel Trouble durch, wenn wir nicht stellen, mit uns Zeichniss, wie dollen das mit, wie dollen Gott sein Wort mit. Aber ein Tag, wir hatten plötzlich über Trouble, wir kriegen hier, wir wurden meistens mal überleben durch. So, da haben wir uns gebraucht, einmal einen Tag brauchen die Männer uns zurückzuführen, aber meine Mama will das nicht haben, und wir dann gehorsam an unsere Mama da und dort. So, dann bleiben wir dann noch länger auf der Kolonie. Aber ein Tag sehen wir das Beste, wo nicht mal schaffen, und dann entscheiden wir uns frisch. Na, wir wissen nicht, wo wir, wenn meine Mama will haben, wir so ein Tisch bleiben, und der andere wollen das aber nicht haben. Und wir beten so, wir sehen Gott neben uns, und wie sie uns den Weg, wo wir sagen, gut. Ja, geben uns die rechte Entscheidung. So, wir gehen dann und wir beten, ich bete extra noch, wenn das Teamwagen ist, dann Luther und fertig kommen, da wir mitkommen. Und wir gehen bei der Begossen, die kommen fertig. Wir holen ihn ab und wir uns mitkommen. Ja, wir können ganz mit. Und dort wieder das letzte Mal, wo wir sind von meinen Eltern, wo wir sind verloren von der Kolonie, und wo wir dann sind ab, hast du über die Eue gekommen. Und wir sind das meist 2 Jahre, wo ich, ja, mit der Kleine, über 2 Jahre, wo ich nicht an hast du über die See. Und wenn ich so feiere das, oder du wirst so jung, als du Tüß verloren hast, die dort schwer, oder? Ja, mir hat es sehr schwer getan. Mir hat viel Tron gekostet, wegen so ist die Kleinste dann erst, ist mit der Mama gegangen, ich bin auch ein von denen. Und das wird sehr schwer. Aber einmal war der Gott wieder und der hält mich. Von 15 Jahren die eine Entscheidung in den einen Weg können, das ist schwer. Aber wo dann gerautet Winter wird, ich kann mir eine andere noch wieder ab, was mich abnehmen als ihr Kind ähnlich. Du kann ich mich so anhauen. So, da wird für mich eine große Halb. Und wenn du denkst, vielleicht habe ich von dir ganz junge 15, 14 Jahre oder 16 Jahre, die haben vielleicht nicht die Entscheidung, die du damals hattest, so eine große, aber vielleicht haben die auch eine Entscheidung, die wollten nicht wieder, oder was soll ich tun, was musst du von dir sagen wollen? Ich würde sagen, der erste Fall ist, die Leben Hand geben. Und was ich dir möchte, wenn ich noch in der Kolonie bin, lieber Tauhierer, mir die erste Entscheidung, dass du Jesus annehmen lässt. Und wenn es schafft, dort zu bleiben, und dass die Pferde wegkommst. In meinem Fall, wo ich eigentlich von meinen Eltern verteidigen, das hat mich sehr weh tun. Aber ich verstehe dort an der Bibel, ich weiß nicht, wo das geschrieben wird, aber da nicht deine Eltern höher schätzen als mir, als Gott. Und das verstehe ich irgendwann, und ich sehe, wenn mein Glauben kommt, so eine Probe. Ich kann nicht mehr erfahren, was ich da lehre. Und es steht dort, ich fühle wieder ganz voll von Jesus, ich brenne los, aber irgendwann, ich kriege nicht nur Nahrung, und ich denke rauf. Und ich fühle, ich würde ganz kalt werden. Und dann sehe ich, mir geht die Entscheidung, dass ich von jung von Tisch gehen, ich will meinen Glauben aufzeigen. Und wenn das Ding voll ist, dass du nicht kostbarer gehen an den Glauben, verlor die Kolonie und sag dir, wo du was Besseres findest. Aber wenn das möglich ist, und wenn du fertig kommst an eine Kolonie, bleibe deine Eltern. So da würde ich einzig, was ich gut machen mehr. So, und das Licht, was der dann kann tun, das steht ja. Diese Präsenz. Vielen Dank schön für die Zeichniss, Johan. Und möchte Gott dich wieder sehen, weil du mit Jesus warst das. Und ich möchte die Leute hier auch das sehen, Menschen. Möchtest du diesen Video mitteilen mit so vielen Menschen als möglich? Das hilft uns und das hilft, dass das Rekord wieder verspreit wurde. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.